Das Sammeln geht weiter. Willkommen zurück zu Pokémon Legenden CA. Ja, letzte Folge, schon ein paar neue Pokémon gefangen. Ich glaube, da die Wildsektor Nummer 1 soweit abgerodet, was halt so irgendwie möglich war. Vielleicht gibt es noch mehr, das kann vielleicht trotzdem sein. Und jetzt, naja, wir haben Sita jetzt mal weggelassen, ne? Die ist irgendwie weg einfach und wir können uns bei im Pokémon-Labor, ich bin gespannt, ob es eine neue Professorin hier gibt, einen neuen Professor, können wir uns auf alle Fälle ein Geschenk abholen. Labor, Leitung. Gehen wir ins Labor. Sie meint zwar, es soll ins zweite OK gehen, da wollen wir uns ein bisschen umgucken. Ich muss zugeben, bei den früheren Spielen, gerade so bei der Gameboy-Ära, hatte ich nie so richtig Bock drauf, mir die einzelnen Simmons anzugucken. Also eher so, um zu sagen, ja, ich gucke mal, ob es irgendwie vielleicht ein Papierkorb, noch ein Item drin hat oder so. War damals noch sehr bekannt. Aber eigentlich erst seit wirklich so den 3D-Teilen so, ja, sagen wir mal auf der Switch, ne? Wo ich das Gefühl habe, doch, jetzt sind die Gebäude halt so groß, jetzt kann man da auch mal reingucken. Und natürlich auch schon bei XD und Colosseum auf dem Gamecube, ne? Da war auch noch so ein Fall. Ja, und hier gucke ich auch gerne mal ein paar Details an, ne? Hier zum Beispiel der Computer, wo ich mir frage, wo steht denn hier der Computer überhaupt? Das ist nicht das Ding hier links. Never ever. Okay, zuerst da drin ist eine Schreibtisch und, also nicht Schreibtischunterlage, sondern so ein Fächerding, ne, wo man irgendwie Unterlagen reinschieben kann. Weil zuerst sah es halt so flach aus, ne, einen bestimmten Blickwinkel. Okay, die untersuchen hier die DNA. Oh, das ist ein Mega-Knackrack. Das sind Fossile? Gibt es hier Fossil-Pokémon? Das kann kein Schwein entziffern. Ich frage mich, welchen Einfluss das Leben in der Stadt wohl auf die Pokémon hat. Naja, eingesperrt sein, ich weiß es nicht, aber bis jetzt sieht es so, als hätten sie ein bisschen Freilauf. Es gibt männliche und weibliche Pokémon, sowie solche, deren Geschlecht unbekannt ist. Zudem weist das Aussehen mancher Pokémon geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Ja, zum Beispiel ja bei einem Bisaflor, ne? Da gibt es männlich und weiblich, was dann unterschiedlich aussieht. Aber männliches und weibliches Bisasam bzw. Bisaknopf sieht immer gleich aus. Was ist das hier? Eine Tauschkapsel? Die gab es auch früher, oder? Außer bei den ersten, ich glaube so 3 Generationen, ne, wo man halt so ein Ding hatte, um in der Vergangenheit zu tauschen quasi. Also ja, mit der Vergangenheit, mit einem vergangenen Spiel und so, ne, wenn du Pokémon aus zum Beispiel Rot und Blau auf Gold und Silber transferieren wolltest. Okay, da sind mal 6 Pokémon drin. Ja, hier kann ich irgendwie was angucken. Also, den ansprechen. Ein Landturn, da Menschen, da ist noch ein Landturn, Lampi, wollen die irgendwie... Oh Gott. Das erinnert mich irgendwie an Rot, Blau, Gelb. Erinnert euch noch an Bill, den Pokémaniac, der irgendwie nachher im Körper eines Abras gefangen war. Weil irgendwie ja, so eine Maschine gebaut hat, um seinen Geist in ein Pokémon zu transferieren. Oder war, glaube ich, ein Abra. Also man hat es, glaube ich, erst dann wirklich auch in den Remakes im Feuerrot und Blattgrün gesehen, weil, naja, die Sprites damals bei der ersten Generation sahen ja fast alle gleich aus. Was, warte mal. Moment, dieses Gerät diente früher als Großrechner und dann nutzen wir es, um Nachforschungen in den Wildsektoren anzustellen. Also, ja, macht Sinn. Gut, hier ist noch nichts. Ich bin ein bisschen paranoisch, wo noch Items versteckt sind, sei Karmesin und Purpur. Tatsächlich. Hat dort ein bisschen angefangen. Zweites OG, die Leitung. Was zum... Der Schwachkopf vom Bürgermeister will noch mehr Geld in die hirnverbrannte Stadtentwicklung stecken. Sind das zu fassen? Dass immer mehr Pokémon in der Stadt leben, ist ja schon noch gut, aber damit ist es nicht getan. Erst braucht man Durchführbarkeitsstudien und muss alle Variablen analysieren, aber wir kommen ja nicht mal mit unserer Forschung hinterher. Die Studien zur angemessenen Distanz zwischen Mensch und Pokémon waren zum Beispiel immer noch darauf ausgewertet zu werden. Da hat jemand richtig Bock, ne? Ach ja, der alte Pokémon-Professor. Also alte Pokémon-Professor. Unser alter Freund. Der war ja doch in Lumina City. Ja, doch irgendwie schimmert's was. Einer mit Igamaru. Kalo starten. Ach, stimmt, was ist so, was wir denn hier bei XY damals von ihm den Ding bekommen haben?
einen Kanto-Starter, also kann ich auswählen, wollten wir Bisasam, Luman oder Shigeam, und die waren dann in der Lage, eine Mega-Entwicklung durchzuführen, was ja auch krass war. Ne? Du hast so neue Regionen, neue Starter, aber die können keine Mega-Entwicklung durchführen. Dann kriegst du Kanto-Starter, die können eine Mega-Entwicklung machen. Das war leicht seltsam. Die sind ja schon wieder Platan, ne? Kann das sein? Unangemeldeter Besuch. Bist du der Kanzleien hier? Ja. Aha, dann zählst du deine Pokémon also nicht mit, ne? Ne, erwischt. Ich heiße Magnolia und bin die stellvertretende Direktorin hier. Ich nehme an, du bist wegen der Promo-Aktion hier, habe ich recht? Dann lass mich doch gleich mal einen Blick in deinen Pokédex werfen. Warum ist der Rotom-Dex oder Rotom-Phone so groß? 6 Pokémon-Arten gefangen. Ausgezeichnet, Mann. Wieso? Wie mich? Und das weiter ausholen. Also. Alles fing damit an, dass. Das Rotom da. Denkt sie rauschen so. Nein, nicht schon wieder, sie quatscht wieder. Alles fing damit an, dass aus unerfindlichen Gründen immer mehr wilde Pokémon in die Stadt kamen. Als Reaktion darauf wurden eigens für sie sogenannte Wildsektoren angelegt. Leider hinkte unsere Forschung darüber, welche Pokémon vermehrt auftreten, stark hinterher. Und hier kommst du ins Spiel. Dass du die Promo-Aktion meistern konntest, lässt auf dein Interesse Pokémon schließen. Genau solche Leute, die ich brauchen wir, um unsere Forschung voranzutreiben. Ah ja. Darf ich davon ausgehen, dass du uns unter die Arme greifen wirst? Ja. Vielen Dank. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du zusagen würdest. Das Programm läuft unter dem Namen Magnolias Forschung. Von nun an werde ich dir als diverse Forschungsaufgaben anvertrauen. Magnolias Forschung, ja, Forschungslevel. Sieht fast ein bisschen so aus wie die Blaubeer-Mission, ne? Eine Blaubeer-Akademie. Aus Purpur und Kamen und Purpur, genau. Ich schicke dir gleich die Einzelheiten zu, ne? Okay. Schick mal. Wie ich einfach ein Phone habe und sie hat ein Tablet. Forschungspunkte. Aus dem Forschungslevel ist gestiegen. Oh Gott. Magnolias Forschung. Du hast Forschungslevel 2 erreicht. Als Belohnung erhältst du die TM-Zertrümmerer. Okay. Lehmschuss. Bei dieser Spezialattacke und Typ Boden kannst du Gegner mit Schlamm bespritzen, sodass sie langsamer werden. Ach so, ich dachte schon irgendwie, zuerst dachte ich irgendwie so an die Themes, ne, dass irgendwie schon alle Themes werden, aber nee, ich kriege einfach halt gewisse Belohnungen, ne. Ah, die Themen mit Surf und so, okay. Erdbeben. Meisterball, Skilop im Level 50. Goldkronkorken, okay, wir können also die Faust hier je nach eigenem Ermessen erhöhen. Oh, EP-Bonbon gibt es ja auch wieder. Also doch auch viele Elemente, sag ich jetzt mal, die man aus so aktuellen Pokémon-Spielen wie eben auch Karmesin und Purpur kennt, ne? War schon alles von mir. Tschüss. Ja. Pizza, bist du irgendwo? Ich bräuchte dich. Nein. Hier natürlich auch so. Ich wollte gerade sagen, ne, wie sieht es mit der Forschung aus? 6 von 10. Boah. Und die normal fangen? Auch in solcher Mission, ne? Die habe ich. Pokémon-Kämpfe gewinnen. Okay. Ja. Das sind alles so Dinge, die man halt by the way machen kann, ne? Du bist neu hier. Ah, nee. Oh, das ist ein Bild von Flawless. Und Felinara, ja, Feen-Pokémon, da ist Zurokex. Was machen der hier? Das ist eigentlich aus 5. Generation, aber egal.
da ist schon wieder eins. Dann Jacke. Da ist ja das Logo von Team MC drauf. Da bist du wohl Michael. Woher weißt du das? Zita hat mir von dir erzählt. Sie war total happy, dass Team MC jetzt ein neues Mitglied hat. Und außerdem das Logo deiner Jacke, das habe ich aufgenäht. Oh, ich bin übrigens Kalen und ebenfalls Teil von Team MC. Ja, ob jetzt man das jetzt so aussprechen will oder nicht, aber ich finde es eigentlich cooler zu sagen MZ. Wenn ich das sehe, wen dafür findet, aber wenn du Bock darauf hast, könnte schon nützlich sein. Die Themen, die man als Belohnung für die Forschungsaufgaben kriegt, kann man dafür wie gelegen. Wir haben noch ein anderes Thema, dein Outfit. Ja. Wie wär's mit diesem Hut? Du hast einen Hut mit Streifen. Oh, Hut, ich weiß nicht. Eine Cap wäre mir lieber. Brauchst nicht Danke zu sagen. War eh zu groß in meinem Kopf. Was anderes anziehen. Okay. Also ein Styling ändern. Ja. Na, hast du dein Geschenk für die Promo-Aktion abgeholt? Jo. Skoppel? Woher weiß ich, dass ich einen Skoppel habe? Oder dass ich es noch habe? Eine andere Frage, kann man überhaupt Pokémon hier auch freilassen? Boxen, ja, das kann man natürlich als Prinzip. Ja, okay. Freilassen geht. Skoppel. Kann ich dir lernen Attacken? Okay, so geht das nicht. Ne? Es funktioniert wieder so wie bei Legend Zelda und so, beziehungsweise kam es in Probe, das Prinzip ja auch gehabt. Nein, nicht Boxen, Tasche. Dankeschön. Ein Beleber. Richtig belebend. Was sind die Aufpasser? Stehlen mir wilde Pokémon alle Briefe. An den Polizisten, ne? Das ist quasi wie Officer Rocky. EP-Bonus. Du. Das ist ein Pichu, wie kann man hier rein? Das ist auch ein Wildsektor. Ah, von der Seite. Moment. Kurz abwarten, dann nochmal Skoppel. Wir kommen jetzt darüber. Das geht gar nicht, ne? Aber Skoppel schon, ne? Da scheint aber so ein Ding, okay. Typischen Pokémon-Kämpfer. Da habe ich aber irgendwie kein Pokémon drin, ne? Das sollte doch gehen, oder? Ja. Das war irgendwie klar. Nein! Ist abgehauen. Scheiße. Oder nur ein Pichu fangen. Oh, da kommt sie wieder. Hier ist er wieder vorbei, ne? Theoretisch müsste doch jetzt wieder neu spawnen. Na, Pichu. Ich muss ganz kurz das Gebiet verlassen.
Hm? Achso, irgendwo ein Level. Okay, so spawnen sie aber nicht neu. Man tut da nicht mehr hoch, ne? So wieder außen herum. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber egal, ich sehe gleich um die Ecke hier. Wenn du genug davon hast, Felsbogen da drüben und komm zurück zum Hotel Z. Nein, ich will noch... Hä? Was ist das für eine scheiß Alpha-Wand? Hallo? Ah, Peach ist wieder da, okay. Ich hab trotzdem erst mal oben lang. Aua. Voll im Arsch. Komm ich eigentlich hoch? Ah. Da habe ich doch einen Taubsi gesehen. Ah, hat geklappt. Ein Taubsi. Ja, Mega-Taubos incoming? Könnte sein. Haha, wusste es doch. Eine Perle. Anspielung auf Pokémon Diamant Perle. Oh, das ist da. Kann das ein Themen sein da hinten? Wie kommen wir da hin? Ach du Scheiße. Ah, doch, das kann mal so schwierig, ne? Also vorausgesetzt, zieht er lässt mich überhaupt dahin, ne? Und sagt schon wieder, oh, ne, geht nicht. Okay, entweder brauche ich da bessere Bälle für das Pichu oder aber ich muss ihn halt doch mit Hilfe von Volt, also erst schwächen und so und dann versuchen. Aber okay, Pichu hätten wir also hier, gut. Das heißt ja eigentlich, wenn ich jetzt auch mal, Moment, war das schon wieder? Vergessen wir die Knöpfe wieder, warte mal. Pichu, Aber wenn ich Pichu habe, ich eigentlich Wildsektor 1 abgeschlossen, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen, Freunde, weil die Stadt ist jetzt doch nicht so gewaltig, dass da irgendwie, keine Ahnung, 20 Wildsektoren sein könnten, damit ich irgendwie, ja, doch über 200 Pokémon abdecken könnte. Am besten Willen nicht. Also ich glaube, die Wildsektoren werden sich wieder ändern, erweitert werden und so. Vielleicht auch in der Nacht, ne? Also in der Nacht halt andere Wildsektoren hätte. Also, Entschuldigung. Gut gemacht, Skoppel. Ein Goifaff. Wuff, wuff. Ah, du sagst es, Mann. Das Einzige von TMs bringt ja ganz schön Punkte, ne? Immer schon mal Level 7. Das ging fix. Kommen wir jetzt schon wieder raus. Junge, ist das schreckhaft. Jetzt kriege ich so nicht, ne? Ja, dann muss ich wirklich mit einem besseren Ball machen, ne? Superball oder sowas in der Art. Da einfach ein bisschen Glück haben. Und mich tatsächlich anschleichen und dann halt mit Pokémon angreifen. Das würde von mir auch gehen. Das Vieh so schreckhaft ist. Oh, das ist ein Fritzelblitz übrigens. Haben wir gesehen. Ja, Mega-Voltenso, confirmed. Also, confirmed. Natürlich gibt es das, wissen wir ja.
Das ist nicht dein Ernst. Wie kann ich in diesem scheiß Tunnel festhängen? Warte mal, Multilam, der hat da jetzt eine Elektroattacke drauf, ne? Level 5, sehr gut. Dann darf Skoppel nochmal ran. Aber irgendwie Skoppel direkt werfen kann ich nicht, ne? Ich muss irgendwie so einsetzen. Ja genau, so setzt einfach noch einen Pokéball ein. Weil das Feature gab es ja in der Gen Arceus, ne? Also quasi ein Pokéball, also ein Pokémon von mir auf ein gegnerisches Pokémon werfen konnte. Und wenn es halt direkt angegriffen hat. Jetzt aber quasi einen gewissen Delay, ne? Hä? Ah, da ist Atiri. Hä? Also fing die Attacke daneben. So. Ja, noch ein bisschen trainiert, ist doch auch schön. Erwarten. So. Ja, ganz am Ende der Gasse, ich weiß. Wenn man es aktuell nicht so wirklich sieht. Ich werde mal noch kurz meine Pokémon heilen. Da war eben übrigens ein Evoli. Flurgegangene Bälle. Hä? Unser Ziel verfehlen? Falls ja, dann fangen wir jetzt an Ende, denn ich bin der Ballaufleser. Kommen wir also gleich zur Sache. Jetzt habe ich ein Pokémon von dir aufgelesen. Wow. Das ist natürlich eine seltsame Erklärung, aber cool. Alle Pokémon sind heil. Wieso muss ich eigentlich immer wieder Turbo-Tritt neu aktivieren? Das ist ein bisschen nervig. Weil jetzt habe ich einmal B gedrückt, jetzt laufe ich, also jetzt renne ich halt immer wieder. Seht ihr, jetzt wieder nicht mehr. Jetzt muss ich wieder aktivieren. Jetzt wieder. Okay. Finde ich jetzt persönlich ein Downgrade, aber gut. Wer bin ich schon, ne? Pro Felsen kriegt Skoppler als Erfahrungspunkte. Junge, Junge. Hier hatten wir keine, ne? Naja. Da kann ich die wohl irgendwie anders wegmachen. Die Frage ist bloß wie. Ja, ist ja gut. Ich darf nicht mal hier im Hotel selbst umgucken. Die ist ja richtig mühsam. Willkommen zurück. Schau mal, ich habe uns einen Snack besorgt. Lass uns erstmal Energie tanken. Schon mal ein frisch gebackenes Croissant in Milchkaffee getunkt. Einfach himmlisch. Dein neues Leben in Illumina. Jetzt ja eher so eine Teeparty, aber okay. Ja, und die Stadt ist ziemlich speziell und da ist man schnell ein wenig überfordert, ne? Ja. Vor allem die Wildsektoren sind ein ziemlicher Schock, oder? Also idyllisches Sammeln mit Pokémon sieht für mich anders aus.
Also gerade eine Zap-Benachrichtigung. Zap. Ankündigung, Aufstiegsmatch. Trainer Michael, Rang Z. Dann Gegner wieder für das nächste Aufstiegsmatch wurde festgelegt. Trainer Zack, Rang C. Zack. Schnösel Zack. Wenn es den Kampf gewinnt, steigt zu Rang Y auf. Oder Rang Y. Für ein Aufstiegsmatch werden ausreichend Ticketpunkte benötigt, um ein Challenge-Ticket zu erhalten. Okay. Was ist ein Challenge-Ticket? Fahrt. Okay, ich war draußen auf dich und wenn du mit deinem Vorbereitung fertig bist, sag Bescheid. Das CA Royal. Na, AC, was sagst du dazu? Da Z. Wir im Deutschen heißt es. Im Englischen, Japanischen heißt es einfach nur AC, also einfach nur AZ. Also A und Z. Also der Buchstaben A und der Buchstabe Z. Aber hier heißt es halt AZ, also wie ist Z ausgeschrieben? Sei nicht allzu streng mit deinen Pokémon. Verlorenes Vertrauen lässt sich nur schwer wieder aufbauen. Weißt du Bescheid, ne? Du auch, Fluet? Ja, ja. Der und sein Fluet, das war eine kuriose Geschichte. So, Vorbereitung, ich weiß gar nicht, ich meine, wir sind bei 26, fast 27 Minuten. Jetzt was gesagt. Cliffhanger, komm, wisst ihr was? Wir quatschen mal kurz mit dir. Irgendwie dachte ich mir so von wegen, ja, ihr könnt doch auch schon jetzt den Kampf noch machen, auf Rang Y, wird es nicht so schwierig sein. Ja, ist ja gut, aber andererseits kann der Kampf sicher auch ein paar Minuten dauern, wenn wir dann ein bisschen darüber und so. Juhu, du schaffst das. Der will mir das stark wundern, wenn nicht. Kampfsektor, Start. Will ein Tipp für CA Royal? Schafft eine Karte, sobald es Nacht wird. Hier ist ein Kampfsektor, aber eben, ne, seht ihr hier, Wildsektor, es gibt also nachts Wildsektor, vermutlich mit anderen Pokémon, und hier jetzt vermutlich nichts. Aber generell wird es auch andere Pokémon hier geben, ne? Ja, dann haben wir noch die Missionsliste, alles klar. Okay, das ist hier um die Ecke. Aus dem Kampfsektor. Du musst noch 3 Gegner besiegen. Ein bisschen schade, ne? Warte mal. Dann hier vorhin was. Nicht hier. Moment, wann das schon wieder? Nicht umziehen, wollte gerade irgendwie gucken. Okay, Pokémon verloren. Hier aussehen übers Menü, okay. Ja, muss einem doch jemand sagen. Mit dem Auto. Okay, ein Hut mit Streifen, noch kein Hut. Ja, dann werden wir uns dann demnächst auch neue Klamotten besorgen. Eben auch unter anderem durch die Forschbesteller. Gut, ich sage jetzt mal. Und. Also dann gucken, mehr Spieler online. Vielleicht eben auch dadurch noch, ne? Rangkämpfe. Ja, das müssen wir noch machen. Alleine schon, um alle Megasteine zu bekommen. Um Gewissen zu bekommen vor allem. Geheimgeschenke, ja, auch. Titel ändern, ja. Ich denke mal Geheimgeschenke. Eventuell bereits in der nächsten Folge müssen wir mal gucken. Und Linktausch, ne? Ich denke gerade so an Pokémon wie Gengar und so. Spiel in der Nähe. Ein entferntes Spiel, Online-Verbindung. Ja, aber vielleicht gibt es hier wieder solche Linkkabel und so, ne, dass man gar nicht online tauschen muss. Aber ja, wir werden sehen, Freunde. Jedenfalls, nächster Part, Kämpfe, ne, Kampfsektormäßig und so. Wird hoffentlich spannend. Ihr seid hoffentlich auch wieder mit dabei. Und ich sage in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.